Ich habe viele Frauen gekannt und viele sind zu mir gekommen, die tüchtig waren, die leistungsorientiert waren, die fleißig waren und trotzdem in ihren Betrieben nicht weitergekommen sind. Und ich habe mir überlegt, was kann man tun und was ist zu tun, um diese Frauen zum Erfolg zu begleiten. Mentoring-Projekte an sich hat es ja schon gegeben, das heißt Fortbildung in der eigenen Firma, und die Idee war sozusagen das Prinzip der Diversität zu nutzen und andere Kulturen kennenzulernen und sozusagen quer über die Kulturen hinweg, über die Firmenkulturen hinweg Menschen, Frauen zu fördern. Das Cross-Mentoring-Programm hat mir persönlich geholfen, mein eigenes Führungsverhalten und mein eigenes Führungsverständnis zu reflektieren und über mein eigenes Verhalten nachzudenken, was sonst im Tagesalltag eigentlich viel zu kurz kommt und mit dem man sich zu wenig beschäftigt. Es war für mich eine Gelegenheit zu einer Standortbestimmung, einmal eine Reflexion zu machen, was war meine persönliche, meine berufliche Entwicklung, wer waren meine Mentoren in dieser Zeit und warum mache ich die Dinge so, wie ich sie jetzt mache. Cross-Mentoring bedeutet für mich den qualifizierten Blick von außen auf meine berufliche Situation, manchmal ungewöhnliche Einblicke, und mein Mentor war für mich ein Sparringpartner für meine Ideen, für meine berufliche Zukunft. Die ersten Erfolge oder der erste Erfolg des Cross-Mentoring war, dass die Mentees aus dem ersten Jahr alle sehr zufrieden waren mit dem, was sie profitiert haben, dass sie in den Unternehmen schon Werbung gemacht haben bei neuen Mitgliedern und schon neue Mentees herangewachsen sind, die gesagt haben, wann komme ich dran? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es einen ersten großen Erfolg gibt, sondern ich würde sagen, der Erfolg vom Cross-Mentoring, den sieht man darin, dass es das Programm 10 Jahre bereits gibt, dass es über 100 Mentees bereits gibt, die dieses Programm durchlaufen haben, und dass es durchaus einige gibt, die wirkliche Spitzenpositionen schon erreicht haben. Die Erfolge, die ich selber gesehen habe, waren die, dass die Frauen, die Mentees waren, sukzessive erfolgreicher waren, selbstbewusster, ja, und sich auch auf diesen Prozess leichter einlassen konnten. Der große Erfolg von Cross-Mentoring vom ersten Durchgang war, dass es so gut aufgenommen worden ist. Große, erfolgreiche Unternehmen Oberösterreichs haben sofort Ja gesagt, obwohl sie etwas bezahlen mussten. Sie haben Ja gesagt, weil sie selber auch wollten, dass die Frauen in ihren Unternehmen einen größeren Stellenwert bekommen. Man sieht, dass viele Frauen aus dem Cross-Mentoring-Programm herausgekommen sind und in der Zwischenzeit Führungspositionen in Unternehmen bekleiden. Das Cross-Mentoring ist ein Programm, das potenziellen Managerinnen ermöglicht, sich mit Managerinnen oder Managern anderer Unternehmen auszutauschen, Feedback zu bekommen und so auch einen Eindruck von anderen Unternehmen und deren Kulturen zu bekommen. Du, das ist toll. Das ist kein Workshop, das ist kein Seminar, das ist ein Prozess, der über Monate sich entwickelt, wo eine Mentee, eine Mentorin zusammenarbeiten. Cross-Mentoring ist ein strukturiertes Programm, wo erfahrene Führungskräfte mit weiblichen Nachwuchstalenten über ein Jahr hinweg an ihren Themenstellungen, speziell im Bereich der Führung, arbeiten. Cross-Mentoring vereinigt für uns wunderbar eigentlich das Thema Gleichstellung, das uns in der Landesverwaltung sehr wichtig ist, und Personalentwicklung. Beides miteinander geht in Form von Cross-Mentoring-Programmen aus unserer Sicht wunderbar. Die Bedeutung von Cross-Mentoring in Oberösterreich ist relativ einfach gesagt. Es soll ein Bekenntnis von uns als Pfeiffer Handelsgruppe zu Frauen in der Wirtschaft und als Führungskraft sein. Zugleich soll es die oberösterreichische Wirtschaft besser als bisher vernetzen. Multipositive Effekte zu gewinnen, zuallererst für die Mentee, die dabei in ihrem Fortkommen unterstützt wird, aber auch für die Organisation und nicht zuletzt auch für die Mentorin oder den Mentor, der dabei für die Organisation Erfahrung aus dem Außenbereich gewinnen kann.
Das Cross-Mentoring ist eine ganz wichtige Personalentwicklungsmaßnahme für uns. Wir sind vom Programm sehr überzeugt und wir sind daher auch von Beginn an schon seit 10 Jahren mit dabei. Für die Johannes Kepler Universität sind Frauenförderprogramme sehr, sehr wichtig. Wir möchten mehr Dozentinnen und mehr Professorinnen haben und von daher unterstützen wir ein solches Programm sehr stark. Für mich persönlich bringt die Mentoring-Arbeit einfach das, dass man sein eigenes Handeln reflektiert und dadurch bewusster als Führungskraft auftritt und ganz einfach merkt, was bei der Mentee gut funktioniert, ist vielleicht das, was beim selber auch gut funktioniert. Es war vor allem einmal eine Standortbestimmung für mich persönlich, aber auch ein Eintauchen in eine andere Unternehmenskultur. Und auch der Austausch mit den Mentees war ein sehr spannender. Für mich hat das Cross-Mentoring eine völlige Veränderung meiner beruflichen Situation gebracht. Ich habe mich so gestärkt gefühlt, dass ich dann in die Selbstständigkeit gewechselt bin. Was mir auch so gut gefällt am Projekt ist, dass nicht nach jedem Durchgang Mentees und Mentoren wieder auseinandergehen und nichts mehr voneinander wissen, sondern dass sich die Mentees zu einem Club zusammengeschlossen haben. Die treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus, lernen voneinander. Hin und wieder kommen auch die Mentoren dazu, die Mentorinnen dazu. Und das ergibt ein schönes Netzwerk. 120 Mentees, da kann man schon etwas draus machen. Es hat sehr interessante Momente gegeben, denn meine Mentee ist wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden und ist aufgestiegen. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr positiver Moment geworden, denn es ist wirklich einige, kann man sagen, Etagen nach oben gekommen. Und das hat mich natürlich gefreut. Ich glaube, das Cross-Mentoring ist geprägt von ganz vielen besonderen Momenten, die man allerdings in der Öffentlichkeit nicht so erzählen sollte, weil die Vertraulichkeit ja ein ganz großes Thema ist und auch ein Erfolgsfaktor. Fürs Cross-Mentoring gibt es 3 Erfolgsgeheimnisse. Die richtigen Mentees, junge Frauen, die neugierig sind, die etwas für ihren Berufsweg profitieren wollen. Die richtigen Mentoren und Mentorinnen, die bereit sind, ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihr Know-how weiterzugeben. Und dann als drittes das Matching, die richtige Mentee mit dem richtigen Mentor oder mit der richtigen Mentorin zusammenzuspannen, damit das Optimum erfüllt wird. Meines Erachtens sind das in erster Linie einmal Mutmacher. Frauen werden gestärkt. Menschen stärken ist, glaube ich, das Hauptthema des Mentoring. Es werden Netzwerke eröffnet, es werden Kontakte und Erfahrungen, die für die eigene Persönlichkeit bereichernd sein können, vermittelt. Es werden einfach die Personen gestärkt. Und das, glaube ich, ist der wirkliche Wert von Cross-Mentoring. Ja, Cross-Mentoring gibt Orientierung in einem Stadium des Berufslebens, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat. Und das finde ich besonders wichtig. Ich würde meinen, dass Cross-Mentoring eine Riesenchance für junge Mitarbeiterinnen bietet, hier wirklich sich im Konzern zu positionieren, hier Profil zu gewinnen, hier auch Kenntnisse und Erkenntnisse zu sammeln, die für die weitere Karriere im Unternehmen sehr, sehr wichtig sind. Wir brauchen in Oberösterreich dieses Cross-Mentoring. 10 erfolgreiche Jahre wurden hier absolviert mit mehr Chancen für engagierte Frauen, die wirklich auch den Weg nach oben schaffen möchten. Und diese gläsernen Decken wurden da gerade durch das Cross-Mentoring durchbrochen. Also das Cross-Mentoring hat sich aus unserer Sicht fix etabliert in der Personalentwicklung. Ich wünsche dem Cross-Mentoring, dass es in den nächsten 10 Jahren von engagierten Persönlichkeiten entsprechend weiterentwickelt wird. Und ich bin überzeugt, es wird sich auch über unsere Bundeslandgrenzen hinaus dann etabliert haben. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm, dass es im nächsten Jahrzehnt ebenso einen so großen Zulauf und Zuspruch wieder haben wird wie bisher, dass vor allem viele junge weibliche Nachwuchskräfte durch das Cross-Mentoring den Sprung in die Führungspositionen schaffen, dass damit quasi das Cross-Mentoring-Programm für sich selbst die Werbung durch Erfolg machen wird können. Und vor allem, dass die Frau Dr. Kössler, die wirklich bravourös dieses Programm führt, in diesem nächsten Jahrzehnt weiterhin so eine klare Führungsrolle für unsere Nachwuchskräfte einnehmen wird. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm viele Unternehmen, die sich daran beteiligen
und natürlich Mentees und Mentoren, denen das weiterhin Spaß macht, Cross-Mentoring zu betreiben. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm vor allem mehr Breitenwirksamkeit, dass sich mehr Unternehmen daran beteiligen und auch den Mut haben, ihre weiblichen Führungskräfte zu fördern. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm für die nächsten 10 Jahre, dass es weiterhin so viele erfolgreiche Führungskräfte hervorbringt wie bisher. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm für die nächsten 10 Jahre, dass es sich so erfolgreich weiterentwickelt wie in den ersten 10 Jahren, damit wir in den oberösterreichischen Unternehmen viele Managerinnen entwickeln und in Führungspositionen etablieren können. Erstmals herzlichen Glückwunsch zu den bereits absolvierten 10 Jahren. Und der Auftrag für uns gemeinsam ist ganz klar, dafür zu sorgen, dass Frauen wirklich ihre Berufskarrieren machen können nach ihren ganz persönlichen Talenten, Stärken und Fähigkeiten. Das soll Cross-Mentoring auch in Zukunft ermöglichen. Ich wünsche dem Cross-Mentoring-Programm, dass es so erfolgreich ist, dass man es in 10 Jahren nicht mehr als Instrument für die Förderung von Frauen braucht. Das Cross-Mentoring soll wachsen, blühen und gedeihen, im Sinne doppelt so groß werden, vielleicht 3-mal so groß werden von der Anzahl der beteiligten Unternehmen und der Anzahl der beteiligten Mentees. Und den Mentees soll es gelingen, durch die gläserne Decke durchzubrechen. Das in den nächsten Jahren so erfolgreich ist, dass wir es auf lange Frist nicht mehr brauchen, weil Frauen und Männer vollkommen mit demselben Selbstbewusstsein an die Fragen der Gesellschaft herangehen und die Gesellschaft zwischen Frauen und Männern bei der Vergabe von Führungsfunktionen oder anderen Aufgaben nicht mehr differenziert.